Das ist ja ein richtiges Wunder. Ja, das ist es. Ein richtiges Wunder. Darum heisst das Feld ja auch Wunderfeld. Und du erlebst das Wunder schon gleich selber. Und wenn ich 5 Goldstückchen pflanze, wachsen dann 5 Bäume mit Goldmünzen dran? Du kannst ja so gerne rechnen. Ja, aber nur bis 5. Das lange doch für einen Holzkopf. Wenn du 5 Goldstücke vergrabst, dann wachsen da 5 Bäume 5000 Goldstückli. Wow, das ist aber sicher sehr viel, oder? Sehr, sehr viel. Ja, sehr viel. Du wirst auf einen Schlag reich und musst nicht einmal arbeiten dafür. Ich schenke euch natürlich dann auch eine grosse Handvoll voll Goldmünzen. Nein. So etwas würden wir nie annehmen. Wir wollen ja nur, dass du glücklich wirst. Ist das lieb von euch. Was gibt's da zu lachen? Glaubst du uns etwa nicht? Mal, sicher glaube ich euch. Aber ich habe mir nur gerade vorgestellt, was der Lehrer und die anderen Schüler sagen, wenn ich dann wirklich plötzlich reich bin und in einem Schloss wohne. Wo die drei beim Wunderfeld angekommen sind, hat der Fuchs am Pinocchio eine kleine Schaufel und ein bisschen Salz gegeben. So, jetzt kannst du anfangen. Wir gehen dort in den Wald und schlafen ein bisschen. Nach dem langen Marsch habe ich umso mehr Schmerzen im Bein. Ja, tu die ausruhen. Und merci vielmal. Ich fange gerade an. Der Pinocchio hat 5 Löcher gegraben und in jedes Loch eine Münze gelegt und dann das Ganze wieder zugeschaufelt. Nachher hat er die Erde mit Wasser aus seinem Holzschuh gegossen und ein bisschen Salz drüber gestreut. Daraufhin ist er in die Stadt, obschon er gern dort geblieben wäre und zugeschaut hätte, wie die Bäume wachsen. Aber der Fuchs hätte mir ja gesagt, dass es nur funktioniert, wenn der Pinocchio weg sei. Nach einer halben Stunde ist er endlich wieder zurück zum Wunderfeld gekommen. Wo sind denn jetzt die Bäume? Bin ich echt zu früh zurückgekommen? Habe ich etwas falsch gemacht? Aber wo ist denn der Fuchs und die Katze? Oh nein, die haben ja meine Goldmünzen ausgebuddelt. Der Fuchs und die Katze haben den Pinocchio übers Ohr gehauen und die 5 Goldmünzen einfach gestohlen.